Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schweizerdeutsch. Wir sind wieder für euch mit Kamera am Start. Gell, Niklas? Folge 2. Folge 2. Herzlich willkommen. Moin moin. Und wie ihr seht, hocken wir ein bisschen anders als sonst. Da ist ein Platz und da ist ein Platz frei. Jetzt machen wir ein bisschen Magic. Ja, Movie Magic. 3, 2, 1. Boah, shit! Oh, shit. Alter, von was sind ihr gespannt, Jungs? Ich weiss nicht, einfach von daheim. Ja, crazy, geil. Also auf jeden Fall... Für die ihr Leute, seht's. die unseren Audio-Podcast hören, wir haben sie jetzt hier angeschnipst. Genau, richtig. Wir haben zwei Crazy. wunderbare Gäste am Start. Zu meiner Rechten. Der Cyril. Und zu seiner Linken der Joris. Nein, Das war jetzt das schon ist dumm, wenn ich gesagt habe, ja, von mir aus ist es meine Rechte, gell? Ja. Ihr seht es anders, aber ja, ist jetzt so. Das war letztens, in der letzten Folge habe ich sogar einen Fehler gesagt. Ich habe gesagt, hier unten links wird es eingeblendet. Aber für die Zuschauer unten rechts. Ja, Egal. Das musst du bedenken. wir müssen es umdenken, ja. Das ist ja unser Podcast. Wir sind- Das kommt alles mit der Routine. Genau. Das kommt alles mit der Routine. Hey, wir haben übrigens noch eine 50 Person heute dabei. Ja. Der Guido. Er ist endlich angeschrieben, der Guido, unser Baum. Ist jetzt Guido oder ist Guido? Der Guido. Guido. Du musst das Guido. Schweizerisch aussprechen. Guido. Ja, ja. Guido. Okay. Okay. Ich bin sehr glücklich darüber, dass mein Vorschlag tatsächlich gewonnen hat, Niklas. Ich bin erstaunt, wie das passiert Das ist. ist Ich habe so unglaublich. für Guido reingegeben. Also ich bin nicht erstaunt, aber ich freue mich. Wir haben so viele Stimmen oder beziehungsweise so viele Namensvorschläge gehabt. Es war Und so es- ein Race gewesen Und es eigentlich. ist, ja, vor allem es ist immer so 50-50 Ja, ja. irgendwann gewesen. Das war kein hure knapp. Ja, so um 2-3 Stimmen oder so. Crazy. Ja. Das ist richtig krass. Nein, Also, also, Wer wir ist haben jetzt- jetzt den Guido vorgestellt. voll. Heisst, Jungs, stell dich mal vor. Joris, fang doch mal an. Du bist schon mal hier gewesen. Das hier noch nicht, aber... Also im Also Podcast hier bin ich noch Niklas. nie gewesen. Tatsächlich, in dem Raum bin ich noch nie gewesen in meinem Leben. Stimmt. Aber du hast die Zeit ein bisschen mitgeprägt in diesem Raum hier. Schon, gell? Ja. So, Da hinten in dem so ein Teller Ecke. ist hier kaputt Dort ist gegangen. mal ein Farbfleck Der gewesen. legendäre Teller. Nein, der legendäre Teller. Der ist in dem legendäre- Raum ist in dem Raum passiert. gewesen. Oh, shit. Ja. Er ist so hier gesessen. Das ist eher so, mehr so So hier in dem Bereich ist er gesessen. Er hat Weekend League gespielt. Controller. Da hinten an die Wand. Da vorne auf Sideboard Teller. auf den Teller. Bumm. Teller. Teller kaputt. Teller Erbstück kaputt. von Niklas. Soll ich mal hier das Foto einblenden? Ja, bitte. Hier das Foto. Es ist auch recht unglücklich, dass der genau im richtigen Winkel von der Wand abbrennt. Warum rührst du einen Controller? Warum spielst du knapp Warum willst du einen Controller in meinem Haus? Ist Punkt, ja. aber ist unglücklich. Ja, sag ich auch immer. Ja, sag ich auch schlussendlich ist es unglücklich, aber Ja, immer. ja. Ja, die Story geht viral. Das ist wirklich... Also, stell dir jetzt mal vor, da. ja, also, ich bin der Joris. Ich bin schon mal in dem Podcast gewesen, da kennen mich alle. Bist du der Käse-Guy? Ich bin tatsächlich der Käse-Guy. Die Empfehlung von der Woche war Käse gewesen. Ja, das ist gut. Ah, ey, wann habt ihr mit der Empfehlung auf? Ja, wir Aufgehört? müssen es wieder mal machen. Ja, machen wir die Woche wieder. Gut. Kacksteine vorbereitet. Boah, sehr schön, sehr gut, gut, gut. Bis zum Das ist jetzt schon so chaotisch, ne? Ist unglaublich. Was ist das hier? Egal. Vielleicht Das eben. war zu erwarten gewesen. Ja, das ist so. Ja. Ähm, Also ja. ja. Cyril. Ja, hey. Cyril, wie heißt bist du? ein Nein, nein, ich bin jetzt wirklich sogar das erste Mal in diesem Raum. Das ist In crazy. dem Das ist crazy. legendären crazy. Raum, ja. Aber ich bin der Cyril. 19, der jüngste von der Runde. Ja. Ich bin damit so ein bisschen Rentner, aber... Ja, was für Rentner. es Ein geht, Rentner es ist geht. crazy, Bro. Damals, als ich noch so alt war wie ihr. Ja, ja. Wir haben noch kein künstliches Hüftgelenk, Bro. Noch nicht. Nein, Komm noch nicht. noch, Bro. Komm. Wer weiß. Ja, nein, aber danke für die Einladung. He? Ja, bitte, bitte. Ja. Danke. Das Wie wird findet ihr so unser Studio? Ey, ist wirklich cool. wirklich sehr gemütlich, Schon. ja. Ja. Das freut uns. Danke, danke, Jungs. Danke. Der Guido macht es halt schon aus. Ja, der Guido. macht es richtig aus. Ja, der Guido gibt einen richtig guten Vor allem Touch. mit dem Schild jetzt. Das ist richtig professionell ausgeschnitten und beschriftet Wie worden unser tatsächlich. Podcast. Ja. Genau. Aber es passt ein bisschen in das Setting rein. Muss man wirklich so sagen, ja. Ja. Ja, Ja. So schäbig wie unser stimme ich- Podcast stimme ist das ich Schild. voll. Ja, das passt. voll. Der hat Nein. jetzt auch genug Praise bekommen, Ja. der Guido. Der Guido hat Digga, wirklich... es ist nur ein Pflanzen, Alter. Er carryt den Er ist nicht Podcast nur eine Pflanze. Er ist der Es ist Guido. der- Er ist die Pflanze. Er ist Pflanze. Ja, er ist die Pflanze. Gut, ist gut. Eine Pflanze. Also ja, jetzt sind wir die Vorstellungsrunde fertig. Sehr schön. Könnt ihr euch mal noch vorstellen? Stimmt, Sind komm, machen wir wir- auch mal. Okay. Also fang an. Soll ich mich vorstellen? Ja, hä? Also, liebe Community. Ich bin der euch immer wunderschön im Podcast einleitet mit der Stimme, der Rico. Ihr kennt mich. Ich bin 20.
Ich komme aus einem wunderschönen Einzel im Kanton Schweiz. Ob es so wunderschön ist, kann jeder für sich entscheiden. Ich kenne da einen, dem gefällt es sehr gut. Ja. Nein. Ja. Zu meiner Person. Nein, Spaß. Nein. Hey, ihr kennt mich doch mittlerweile. Also eben. Ja, ich kenne dich. Ja. Ja. Also, Niklas. Du hast das Wichtigste vergessen. Lass es, Wenn Joris. jetzt ein Nasenjoke Lass es. kommt, ich... Du kannst dir noch ein bisschen aufsparen, ist gut. Das ist jetzt Ich sag schlecht. einfach first, du hast das Wichtigste vergessen. Komm, Hause. Doch. Bro, tease nicht an, dann mach's nicht. Also das Wichtigste an deiner Person ist eigentlich die grosse Nase. Ja, ist schon gut. Ja, ja. Nochmal in die Richtung. Sind Fans. Das ist Sonst Bro, ich schäme mich nicht für meine Nase. Meine Nase... jetzt kannst du reinsuchen. Du musst dich auch nicht schämen. Egal, du musst ja Man muss sich nicht für eine Bro, meine grosse Nase Nase ist schämen. auch nicht Bro, groß. jetzt aber Real Talk. Ich, der jetzt so nicht so lange in dieser Freundesgruppe bin wie ihr. Ich finde das eine normale Nase. Gell? Danke. Cyril, du bist der Beste. Nein, Joris. Nein. Das sind einfach Habaschen. Wirklich, sie sind nur da zum Triggern, Ja. zum Rage-Bait. Das Also, sagt er. Jeder wir hat machen einen Triggerpunkt. Es ist ja nichts Schlimmes, grosse Nase. Ja. Bro, ich sehe nicht, jetzt mal Real Talk, ich sehe nicht, in welcher Welt dass das eine übergrosse Nase ist, die ich habe. Bro, du bist so am Trippen. Können wir noch mal eine Abstimmung machen auf Instagram? Ja, von Haben mir wir aus. doch schon mal. Wer hat gewonnen? Nicht gross. Eben? Aber jetzt haben wir ein bisschen mehr Follower. Machen wir. Gut. Ihr. Wir, ja. Ja, Jungs, was haben das? Es werden fix alle Kollegen von mir werden auf voll riesig überdimensional Ja, was gross denkst du, warum? Wie schnell jetzt das aber auch gekommen ist. Oh Gott, fuck, Alter. Fuck. Wie viele Minuten sind wir jetzt in und deine Nase ist schon beleidigt worden? Bro, aber weißt du, immer von ihm, immer von einmal. dem Ja, ich schwöre. Er kennt gar nicht. Er kann nichts. Der vertatscht. Ich kann mir rauchen. Oh Mann, ey. Alter. Ihr müsst wissen, Bro, wir müssen eigentlich so einen Clip-Channel machen. Ja. Die besten Clips, einfach so straight up rauslassen. ihr müsst wissen, ich kann ja meine Meinung, wenn man müde ist der Podcast noch lustiger. Oh ja. Und ich hatte 2 Stunden Schlaf gehabt, weil ich gestern noch in München war, Bayern München Match schauen. 3-0 gewonnen, by the way. Gratuliere. Danke. Bayern. Der ist Einmal mir. Ja, egal. Auf jeden Fall, ich bin müde. Ich habe den ganzen Tag geschafft. Ich bin am 7:30 Uhr im Büro gewesen. Und jetzt haben wir... Ich habe fast keinen Strom mehr, super. Stark. 2023. Und ich lebe immer noch. Also bin Ja. immer noch wach. Ja. Machst du stark, aber auch. Ja, und ich finde dadurch immer alles viel lustiger, gell, Joris? Man merkt es. Ist aber auch so. Wie hast du es geschafft, heute wach zu bleiben? El Toni Mate. Ja. El Toni Mate. Guter Punkt, ja. Apropos El Toni Mate, vielen Dank für den Kommentar. Ja, danke. Immer noch darauf antworten, falls ihr Interesse an einem Sponsoring habt oder so. Also, ihr könnt euch ohne weiteres melden, wir sind da sehr offen dafür, gell Niklas? Ja, sehr. Business schlaft nie und es hat sehr grosses Potenzial. Ja, aber wie gesagt, hier, So ein Rührschrank. schaut doch mal. Hier die Folge mit der Rührschrank erwähnt. El Toni Kühlschrank, stellt euch mal die Vision vor. Zwischen den Sofas, Aber Wär nicht so geil. ein bisschen weiter auseinander. ja, aber das bringen wir an. Ja. Das wird dann schon laufen. Wir sind ein guter Podcast, wir bringen alles an. Ja. Also hier haben wir ja noch ein bisschen Platz. Ja, aber Habt ihr gewusst, dass El Toni Mate mir auch mal einen Kommentar geschrieben hat? Schon? Für Schon? den Greenfield-Post, einfach random. das ist geil. Crazy. Das ist wirklich Ich glaube aber, das machen sie häufig. Ich glaube, es ist nicht so crazy. Ja. Aber ich finde es gleich Cool, ich dass find's sie- gleich dass sie es cool machen, von, ja. von Das ist wirklich Ding. gut, ja. Das ist machen, ja. Das ist es Haben auch. wir sie markiert oder warum? Ich finde Ja, wenn sie machen. okay. Ich find den vom Schül geiler eigentlich. Ich finde es auch im Fall. Also ich finde beides mega cool, aber dass der Jules kommentiert, hätte ich nie Das ist gedacht. schon geil. Ja, das Der ist Jules X. Flex. My man, melde dich doch kurti. Ja, als Gast in Ja, Podcast. gell, das hat sogar Ja, so nicht. was sagen. Gast. So eine Folge auf Berner Deutsch. Au, Bro, das Podcast hat sich 3 Stunden. Die geht dann einfach 2 Stunden. Oh Gott. Also wenn wir mal hier ein bisschen überleiten zu gewissen Themen. Mach's bitte. Gut, Niklas, mach's, komm. aber ich habe kein Thema. Ja, Stabi, auf was für ein Thema hast du jetzt eigentlich auswählen? Keine Ahnung, es ist so, wir reden einfach irgendetwas gerade im Moment. Wir haben keine Struktur im Moment, Er Rico. wollte sagen, Ja. Rico, gang auf ein Thema. Ja, Ja, genau. wirklich. Gut, sollen wir mit den Fragen anfangen? Ja, komm, ja. Also gut, Fragerunde. Ja, ja. Der Niklas, Unser
Umfragemensch. Hat natürlich wieder mal eine Umfrage gemacht auf Instagram. Mal keine Miete. Mal keine Miete ist drin gewesen. Stimmt, ich Warum habe es gedacht. Was? Warum keine Miete? Ja. Wird langsam langweilig, oder? Er hat seinen Tesla wollen flexen, das ist es, gell? Du siehst ihn nicht mal richtig. Bro, du siehst ihn schon, schau mal. Ja, wow. Das Nummernschild flexen. Und gib's zu. Ja, mega. Ja, unter 100'000. Ja, Das ist wirklich gut. ja. Also, Als ob ich jetzt stolz wäre auf das, Wir haben- so überhaupt nicht, aber ja. wir stand jetzt 4 Fragen. Okay. Okay. 4 Fragen. Fangen wir mit Stand der ersten jetzt. Frage an. Die kommt von der Yara. Erzähl mal peinliche Stories, die ihr erlebt habt. So von uns in der Gruppe oder so selber? Also so Ich weißt hätte gesagt, jeder erzählt einfach eine. Fände ich jetzt am Ja, lustigsten. passt gut. Ach du Scheiße. Weil das wissen, also in der Gruppe wissen wir ja, etwa sowas Ja. ist, weißt Ich glaube, das, was ich kann, das wisst ihr noch gar nicht. Das Nicht? habe ich nie erzählt. Nein. Aber ich will nicht anfangen. Na gut, ich fange schon an. Gut. Weil wenn, bei mir ist das Ding, wenn mich jemand nach einer peinlichen Story fragt, dann kommt bei mir immer eine Story in Sinn. Nase. Jetzt ist es mir nicht mehr... Also Das ist eine nein. unangenehme Stimmung. Also nein, und zwar, also jetzt ist es mir nicht mehr peinlich, das war etwas, gewesen, wo ich klein war, also so 8. Ich glaube in der 2. oder 3. Klasse. Gewesen. Zwar war es Fasnacht, gewesen. Passt jetzt gerade zur aktuellen Zeit, oder? Da haben wir, ich weiß nicht, ob ihr das auch hatten, in der Schule so einen Fasnachtstag, wo alle Kinder verkleidet müssen in die Schule. Habt ihr das gehabt? Ja. Ja. Ich bin immer als Pirat gegangen. Schon? Ich bin immer als Darth Vader gegangen. Boah, Ja, weil... was für ein Kostüm, also so full-on Darth Ja, Vader. ey, mit Maske, mit Umhang, schwarze Oh. Hose, schwarzes Oberteil. Ja, ich war Darth Vader gewesen. Ich bin eben ein richtiger Star Wars-Fan. Also früher mehr als heute, aber weil die heutigen Filme sind relativ trash. Da kannst du mir zustimmen. Ja. Was schaust du so? Ich schaue mal den Niklas an. Was haltet er von Star Wars? Ja, Niklas, was haltest du von Star Ich Wars? habe es halt nie geschaut. Boah, fühle ich Niklas. Nie geschaut. Boah, soll ich machen? Alter, das ist das Loser-Sofa, Mann. Hey, das Maul, Mann, hey! Ich habe wenigstens eine grosse Nase. Hä? Oder? Ich habe eine grosse Nase so. Bro, ist dein einzige Argument gegen mich meine Nase? Das ist schon ein bisschen schwach, Niklas. Das ist wirklich so. Ja. Du musst riskieren. Aber, Musik gut. Muss aber jetzt das ist, Mikro ein bisschen du musst, rechter. weißt, ich fange langsam an. Ah, stimmt. Hier packt schon die grössten Fisch raus, weißt du? Ich fange langsam an. Wir packen die grossen Fische raus. Frag mal den Fisch. Fisch! Das ist schon bessere Beleidigung jetzt. Ja, Okay. Langsam. 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 Also, weiter im Text. Eben, wir haben den Fasnachtstag, oder? Da sind wir verkleidet in die Schule. Ich habe mein Kostüm angehabt, schön, oder? In der 2. Klasse, oder? Lustig, dies, das. Da hat es so Essen und Trinken gegeben, oder? Halt so Gocki, Wasser, Zeugs und Sachen. Auf jeden Fall habe ich dann aufs WC. Gut, ich aufs WC rausgelaufen, halt aufs WC gegangen. Und ich habe hinten dran, weißt du, mit dem Pendel habe ich so einen Reissverschluss gehabt, weißt du, wo man müssen, weißt, aufmachen oder so. Ich war dann noch kleiner gewesen, ich bin mit meiner Hand nicht angekommen, oder? An den Reissverschluss. Oh. Nachher ich da gewesen, ich so, fuck, oder? Was mache ich jetzt? Und ich halt richtig müssen pissen. Und ich kann es nicht können heben. Ist nicht gegangen. Machen. Ist nicht gegangen. Angst, wo das angeht. Wer ist denn der Darth Vader gewesen? Das war Darth Wasser gewesen. Das war ein Witz, ne? Ja, nein, auf jeden Fall. Ja. Schön und lustig. Ich habe mich eingepisst mit der 2. Klasse. Ja? Und ich hatte hure Panik, gehabt, weil ich habe nicht gewusst, was machen. Und dann habe ich hure rumgeschrauen im WC und ich so, komm mir jemand Hilfe, Hilfe, oder? Nachher ist die Lehrerin ins Fazit, also ins WC gekommen und haben mir dann geholfen. Aber es war sehr unangenehm in dem Moment. Was eine Ehrenlehrerin, aber. Ja. Ich weiss gar nicht mehr, was sie da gemacht hat, weil ich halt eingepisst war. Ich weiss, Bro, keine Ahnung, wie sie mir nicht helfen, aber ich weiss nur noch bis dahin. Also das war meine peinliche Story. Aber er war in der 2. Klasse, von dem her juckt mich das jetzt eigentlich auch easy nicht mehr. Willst du etwas wissen? Was? Ich habe auch in die Hose gepisst in der 2. Klasse. Geiler Sieg, Mann. Das war Daily Business, gewesen, oder? Ja. Heute wieder in die Bro. Hose piss gar kein Aber, Ja, aber jetzt mal Real Talk. und zwar, wir sind im, oder ist es 1. Klasse gewesen? Oder Kinski sogar?
irgendwann so umeinander, sind wir im Tierpark Goldau im Winter. Ja. Jeder mit Skihose und alles. Ah. Und bis ich die Skihose Skihose aber auch eine Skihose und dann noch Strumpfhose und so Zeug. Ach du Scheiße. Und ich habe es nicht, also wirklich. Ja. 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 Aber Endgegner. Kurze Endgegner. Frage. In welchem Alter haben wir das letzte Mal eingepisst? Bro, das weiss ich doch nicht mehr. Plan. Okay. Du mit. Vorgestern. Gestern. Ich kann es wirklich nicht sagen im Fall. Okay. Ich kann es nicht sagen. Aber es ist sicher schon mal ein paar Jahre her, das auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall passiert, ja. Ja. Aber wann? Im Tierpark, gell? Im Tierpark. Oh Gott. Ja, das war meine peinliche Story. Gut. Wer ist als nächstes dran? Du darfst Vielleicht ist auswählen. Oder was? Oder ich habe schon einen kleinen Übergang. Mach, komm. Und zwar sind wir jetzt von einer WC-Story, gehen wir weiter zu einer WC-Story. Oh, sehr gut, ja. Und ich bin richtig schlecht mit so Situationen behalten, oder? Ich vergesse die irgendwie hure schnell, wenn mir so etwas Peinliches passiert und kann es nicht so aufrufen. Aber eine Story bleibt einfach in meinem Kopf. Ich war dort im 3. Lehrjahr und wenn Ja. ich euch vorstellen, bei mir im Betrieb haben wir so ein grosses allgemein-WC, wo eigentlich alle rein können. Das ist eigentlich hure chillig, wie so nein. normales WC, wie so bei jemandem daheim, nicht so irgendwie kleine WCs, oder? Ja. Ich habe keinen Bock mehr auf Arbeiten. Ich habe immer irgendwann wissen. Ist er ehrlich? Ja, sagt er ehrlich, ich kann eine Pause machen. Arbeitszeit Mal Druck. Victorinox verlinken. Was? Mal Victorinox verlinken unter dem Post. Nicht an meinen Arbeitgeber droppen, gell? Wollen wir Ja. das zensieren? Nein, passt Oh, schon. gut, Passt schon. gut. Ich glaube nicht, dass der Kari zulässt. Okay. Shoutouts an Kari. Shoutouts an Kari. Jetzt sollst du mal ein bisschen sponsoren. Ja, gell? Oh, das wäre ein guter Sponsor. Ja. Sonst können wir ja mal ein Ding-Duell machen, so ein Beef-Duell im Podcast. Cyril gegen Kari. Ach du Scheiße. Bro, Ich hätte das besseres Duell. Was? 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 Joris gegen seinen Chef. Warum du? Was? 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 Bro, ich glaube, der ist nicht so gelandet, der Der Joke. nicht so- Siehst du? Der- Schlecht Sofa, Ja, Mann. wirklich. Schlecht Sofa. Der nicht zündet, Joris. Nein. Ich beschütze meinen Sofa-Kompane. Ja, mit deiner Nase, oder? Schau, es kommt schon wieder in die Nase, Bro. Du, Niklas, Was? mit dir diskutieren ist einfach etwas. Einfach Hör gegen auf den Mann. jetzt. Fang nicht das Thema an. Also, mit dem Niklas, wenn irgendjemand mal den Niklas will provozieren, einfach über Bayern noch reden, dann geht der Typ von einem Puls von 80 auf 180 auf. Stell dir In vor, null- Bayern verliert 4-0 im Rückspiel. Hab's Maul. Schau, Stell dir fällt das schon einfach mal an. vor. Jetzt hör auf, dir das einfach vorzustellen. Am Schluss heisst es eh wieder, willst du Faust. Und nachher ist die Diskussion Oder kein verletzt sich jetzt und ihr gewinnt kein Spiel mehr diese Saison. Dann ist es halt so. unwahrscheinlich. Das hat es vom Rico gelernt. Dann ist es halt so. Ja, was willst du machen, Bro? Rico, das geht heute schlecht. Die haben gestern 3-0 im Achtelfinale gewonnen. Du kannst heute nicht so triggern. Nein, logisch nicht, aber wenn es dann wieder mal ausrutschen gegen Bochum oder so, keine Ahnung. Ja, also ich würde Bochum würde sogar Punkte schenken. Fanfreundschaft. Jetzt so nicht Das so. ist es nicht. Da. Bochum ist so einfach etwas in Hey, hab's Maul, Bochum ist... Trash. Ja. Hey! Nein, auf jeden Fall, wir lassen jetzt am Niklas in Frieden. Ja, bitte. Einfach, falls ihr mal das Bedürfnis habt, den Niklas mies abzufucken, einfach schlecht über Bayern reden. Wir machen gut. Dann bringen wir ihn auf die Palme. Dann einfach so, als wären die grössten Leverkusen-Fans. Zum Beispiel über die vergangenen Duell gegen Madrid oder so. Ja, das ist sehr Die sind immer gut. Das ist wirklich sehr gut. Du Mann. Ja, der Niklas. Schweigt. Können wir jetzt bitte mal weiterreden, danke. Ja. Erzähl bitte. Stimmt, wir sind bitte ein bisschen... Wir sind auf dem WC von der Genau, wir sind- Victorinox gewesen. Wir sind Wir sind in der Pause. Pause gewesen, genau. Arbeitszeitbetrug sind wir stecken geblieben. Aber to be fair, es war auch so eine chillige Zeit gewesen, weißt du, so gegen Sommer ran. Ich habe meine Abschlussprüfungen schon durch gehabt. Ja, Und- wer nicht denn? Der Ja, Laden wer nicht, oder? Wer nicht. Ich habe mein Handy schon vorgenommen, bevor ich die Tür richtig abgeschlossen habe. Und bin so in Insta versunken, dass ich leider dann vergessen habe, meine WC-Tür abzuschliessen. Oh nein. Oh nein. Ja, es ist ein paar Minuten gegangen. Ich chillig auf der Schüssel, oder? Ich am TikTok swipen. der Schüssel. Zitat Cyril. Nachher geht die Tür auf. Wer sehe ich? Meine Ausbildnerin, die für mich zuständig ist im HR. Au. Das hat schon kurz wehgetan. Ich bin kurz ein bisschen überfordert gewesen. Ich habe nicht gewusst, was ich soll sagen. Ich habe einfach Hallo gesagt. Hallo. Ja. Erzähl, ich bin richtig überfordert in dieser Situation. Sie haben mich so angeschaut, ich habe sie so angeschaut, so,
Okay, chillig. Sie hat einen Türenzug gemacht und sorry gesagt. Und ich habe dann abgeschlossen. Zum Glück bin ich noch nur so einen Monat so abgeschlossen. Zum Glück bin ich nur einen Monat dort in der Lehre gewesen, dann war sie auch nicht mehr zuständig für mich. Aber das ist sehr unangenehm. Ja. Siehst du sie ab und zu immer noch? Im Gang, so, wenn wir so vorbeilaufen, so, hallo. Sagst du ihr dann auch Hallo? Ich sage ihr genau die Tonlage, hallo. Hinter euch mal über das, über die Begegnung. Das ist sicher die Flashbacks sind, wenn du Hallo sagst. Ja, aber das wird so tot das ist geschwiegen. Ja. Ich finde einfach so, hallo, super. Hallo. Ich glaube, in dieser Situation hätte ich einfach so, oh, droppt. So ein O kommt aber auch böse. Ja. Hey! Raus hier! Du störst eine meine gute Pause. Story. Oh, Oh shit, haben wir Alter. das eigentlich eine Überleitung? Fast nichts in den Sinn gekommen. Aber weißt du, wenn wir gerade die Überleitung... Vorgestern. Was? Aber der Joris. Oh. Vorgestern, Romantik. was ist ein Mann? Das ist ihm nicht peinlicher, ist... Nein, das stimmt. Das ist normale Meldung für dich. Ja, normaler Mensch. Der Dönerladen. Wer hat Bock auf Bier, Joris? Gell? Bock auf Bier. Der hat Bock auf Bier. Nein, wo bin ich stecken geblieben? Die Jetzt habe ich den Fall verloren. Der Fall verloren. Ja. Er hat ihn wieder. Ich habe ihn gefunden. Und zwar, am 9. machen wir das 9. Warum? Warum ist es jetzt wichtig gewesen, einen 9 zu erwähnen? Sag das einfach. Zuhören. Okay. Und dann, nach dem 9, Ist 10 oder was? halb 10 muss ich aufs WC. Immer. 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 Er hat den Timer auf den Handy gestellt. Aber es ist ja so, Er hat im Outlook einen es ist ja so, so eine halbe Stunde. Ganz wichtig, aber Schulfrist. hoch. Rot markiert. Ein Blocker. Chef fragt, hast du um halb 10 die Zeit? Nein, gar nicht. nein, das ist Jetzt sind halbe Stunde. Eintritt als Arbeitszeitbetrug. Skype TV-Ladung. Oder so Teams. Teams offline. Er wird so 10 Minuten vorher noch erinnert. 10 Minuten jetzt im WC-Pause. aber am Schau 9. mal, wie rot er ist, Mann. Ich habe mich nicht auf meinen Pulli gehört. Aber wo ist so die Karte? Ich mag so eine... Ja, sorry. wow, sorry. Ich mag so eine... Ich bin so müde, ey. Nur kurz schnell. Ich stelle mir das gerade vor, wie das jemand lost. Bro, das ist einfach ein Durcheinander. Das ist wirklich ein Durcheinander. Es ist einfach alles... Mach jetzt einfach weiter. Ja, Joris. Du hast den Am Sprechwahl. 9. Bis 20 am 9. 9. Machen wir das 9. Mein ganze Kanapé gemacht und du hast so lacht. Und dann würde es eigentlich Sinn machen, dass ich gerade nach dem 9 aufs WC will gehen. Weil das WC ist vom Weg vom 9 Raum bis zum Arbeitsplatz. Aber gerade nach dem 9 muss ich noch nicht. Also ich kann mal 10 Minuten arbeiten und dann muss ich aufs WC. Also sitze ich auf das WC, ganz entspannt, mache mir gar keinen Stress, Ja. bin den Teil am Abwursten. Nein, das hätte jetzt nicht müssen sein. Das hätte jetzt wirklich nicht müssen sein. Und dann plötzlich, Am Abwursten! also habe ich von Jeffrey gelernt, dass das so heisst. What the fuck? Das ist Ich habe das Wort noch nie gehört. What the fuck? Das habe ich von Jeffrey gelernt, tatsächlich. Aber bin ich dort drin, mache mir gar keinen Stress. Und plötzlich geht die Tür auf. Bei dir auch, Bro. Bei mir auch. Wer ist es? Ich habe vergessen zu schliessen. Hey, schlimmster Moment. Ich gucke so. Hallo. Er sagt so. Das Einzige, was er sagt, ist: Hey, nein, mach Tür auf. Aber etwas anderes ist mir nicht in den Sinn gekommen. Hast du also nichts gesagt? Nein, ich meine, geschichtmäßig. Nein, ich Aha, habe so. nichts gesagt, ich nur so. Er hat einfach den Terminblocker gestellt. Ja. Aber der Blöder hat einfach jetzt in deinen Outlook-Kalender geschaut und hat dir Bescheid gewusst. Alter. Ich Ja. kann echt nicht mehr. Nick, ich bin jetzt auf deine Geschichte gespannt eigentlich. Also, ja, es ist relativ harmlos. Also, harmlos. Das war jetzt alles harmlos gewesen. Also, sagen wir es mal Das waren einfach so. alles WC-Stories gewesen. Ja, also eben die Story vom Tierpark kennen wir ja jetzt schon. Aber, was ich eigentlich mal sagen, in der ersten Klasse haben wir so, keine Ahnung, haben wir so 5 Minuten Pause immer gehabt. Und dann haben wir immer so Aktivitäten können machen, wie zum Beispiel Seilgumpen oder so, keine Ahnung. Bierpong. Genau, Bierpong. Nein, keine Ahnung, was haben wir denn so gemacht? So Karten gespielt und so, was man so in der ersten Klasse halt so spielt, keine Ahnung. Und eben, dann bin ich halt so Seile am Gumpen gewesen. So vor der ganzen Klasse.
Was für eine ganze Klasse müssen vorzeigen? Nein, ich bin einfach so... Ich weißt vorne dran bei der Wandtafel halt, dann habe ich einfach Seil gekommen. Und die Im Hälfte... Schulzimmer rein? Ja. Keine Turnhalle gehabt? Ja, es war eine 5-Minuten-Pause gewesen, um kurz zu lüften und so In der Zeug. ersten Klasse haben wir ein Trampolin im Schulzimmer gehabt. Wir auch. Das ist wie geil. Ja. Könnt ihr ein Trampolin ins Studio nehmen? Hier drin war mal ein Trampolin gewesen. Ich weiss, das hast du mir erzählt. Aber es ist viel zu gross. Auf jeden Fall eben. Es war so eine 5-Minuten-Pause gewesen, es ist nicht so... Ja. Das war Ja. eine grosse Pause. Gewesen. Nicht so. Nein, Seilgumpen, nicht die ganz grossen, weißt du, die kleinen für dich selber. Und Aber dann es ist mir... flasht mich gerade, dass ich genug Platz drin hatte für zum Seilgumpen. Ja, wirklich? Hä? Das Wir haben so ein kleines Schulzimmer gehabt. Okay, ja gut, ja, keine Ahnung. Tut da nichts zur Sache. Erzähl weiter. Also hier würde ich es auch locker anbringen. Vorzeigen nicht was? meinst Ich habe kein Seil hier. Gut, ich könnte das Kabel nehmen. Ja, Kabelgumpen. Kurz HDMI-Kabel durchnehmen. Auf jeden Fall, die Hälfte von der Klasse ist sitzen geblieben und hat einfach ein bisschen chillt, keine Ahnung. Die andere Hälfte hat dann irgendetwas gemacht. Ich bin auch halt einer gewesen, der etwas gemacht hat. Und dann ist mir Du beim, aktiv, sie passiv. dann ist mir beim Seiling um die Hosen runtergerutscht. Oh. Ach du Vor der Scheiße. Halbklasse. Ja. Und dann habe ich auch so gedacht, nee. No. Ja. Nee. Aber das ist halt nicht so schlimm, weil das ist so im Kindesalter. Bei euch Aber ist ja. halt alles so, gut bei dir nicht, aber bei euch zwei. Hallo. Dann mit dem Abwurschen, so Kollege. Hey, nein. Hey, nein. Also, ja, das ist mies, aber es ist nicht so. Haben so alle mitbekommen? Oder ist es so mäßig gewesen, hast du das Die sind alle mitbekommen. Aber der ganze Raum hat nachher angefangen zu lachen und so, wie lustig. Hast du das so lustig gefunden? Kennt ihr den Schatz? Wo ist deine Hose? Ja, Typ vom Schatzi, Lego-Movie. wo ist meine Hose? Vom Lego-Movie. Lego-Movie, Das war so Gottes. ein TV-Show. gewesen. Alter. Ja, voll. Es ist immer das Gleiche gelaufen. Ja. Und immer live. Ja, Ja, ich schwöre. Aber das- in dem Krieg. Das war ja voll Krieg dort. Gewesen. Er hat seine Hose gesucht. Ja, wo ist meine Schon wichtig Hose? Aber der Song in dem Film, Everything is... ja, der ist so gut. Bang. Der hat Der ist wirklich wirklich carried, gut. sagt Der er. ist wirklich Ja. gut. Ja. Ja. Dort gibt es doch Ja. noch mehrere Teile, habt ihr die mal gesehen? Teil Es 2 gibt- habe ich Ich geschaut. weiß gar Es gibt den nicht. Lego Batman Movie. Den habe ich noch nicht geschaut. Der ist so den habe ich gut. gesehen. Der ist so gut. Der ist so gut. Filmkritiker. Also, Ja. Nächste Kennt ihr Frage. mal? nächste Ja, Frage. vom Cousin. Wie lange haben wir jetzt für die Frage gebraucht? Sicher 15 Minuten. Ja. Eine Schon eine Frage, gute wo ich Frage. mich sehr darauf freue. Meinung zum Frauenfeld-Line-Up. Oh. Und jetzt wird abgerantet. Also, jetzt können eigentlich Können wir es entweder- also- drei vom Podcast rausgehen. Der Rico rennt jetzt schon eine halbe Stunde ab. Können wir das kurz halten oder wenn wir das jetzt länger... Nein, wir müssen das kurz halten. Wir sind schon ewig dran. Zwar, du kannst ja vielleicht im Schnitt nachher den Rico so auf dreifache Geschwindigkeit machen. Genau. Also nein, ich probiere mich kurz zu halten. Meine Meinung zum Frauenfeld befolgt. Bro, what the fuck, was sucht Justin Timberlake da? Ich verstehe... Also ja, nein. Sie haben es damit begründet, dass sie ein bisschen Vielfalt haben, oder? Ja, weißt Geile Vielfalt. irgendwo durch, ich verstehe den Gedanken vom Frauenfeld schon, dass sie auch Leute, die Musik halt hören, wenn sie so ein bisschen begeistern mit aber dem. es ist das Aber dann- Hip-Hop-Festival. Aber es ist das Es ist grösste bekannt Hip-Hop-Festival für den in Europa. Und dann kommt, also bei aller Liebe, Justin Timberlake ist kein Hip-Hop-Artist, es tut mir leid. Das ist besser als Hip-Hop. Joris, Alter. heute Gorschen. Also wirklich, Justin Timberlake, guter Künstler, aber Frauenfeld hat er nichts zu suchen. Nein. Nein. Da kann er irgendwie an ein Scampo oder sonst irgendwo, Ja. aber Frauenfeld einfach weglassen. Nächstes Jahr als Greenfield. Ja, Weißt du, das Ding ist, es hat schon, also ich rede jetzt aus der Sicht von jemandem, der Hip-Hop und Rap halt hört, es hat schon ein, zwei gute Künstler. Ich finde den Freitag nicht schlecht, mit Ken Carson und Young Thug. Und halt noch so ein, zwei andere Leute. Auch der Samstag hat ein, zwei gute Leute. Aber auch der Headliner am Samstag, 50 Cent, weißt du, kennt man schon, ist schon Hip-Hop, das ist, glaube ich, allen klar, aber das Frauenfeld ist halt mehr so ein bisschen für die, so, das ist ja mehr so ein bisschen Oldschool-Hip-Hop. Moneyboy. Der ist auch dort, ja. Wann ist Ikimo? Am gleichen Tag wie Moneyboy. Ja. Ja, ist auch da. Ich glaube, die ist am... Ich habe irgendeinen Kommentar Das darfst du nicht gelesen. verpassen. Kiki, wir sollten nicht in die Schweiz lassen. Das habe ich gesehen. Nein, was ich ja will sagen, 50 ist cool und so, ist jetzt nicht meine Musik, die ich so viel höre, aber ich verstehe es, dass sie den holen. Aber eben das Frauenfeld
so wie ich es kenne, ist halt jetzt auch nicht so auf die Oldschool-Hip-Hop-Schiene. Vor allem stell dir mal vor, die Leute, die so das Early Bird Ticket gekauft haben, die keine Ahnung haben vom Line-Up, und jetzt sehen sie so das Line-Up und dann denken sie so, also für das haben jetzt 300 irgendetwas Ich ausgegeben. habe es bei einem Kollegen gesehen, der hat sein 3-Tages-Plus-Ticket, weil am Mittwoch Abend sind ja auch schon Acts, 3-4. Der hat das verkauft. Für einen 100er weniger. Kann ich aber, boah, ich verstehe, dass es verkauft, aber es ist halt scheiße, dass direkt Preise so abgehen. Ja, aber wenn so ein Line-Up droppt, Das ist Bro, halt das, dann... ja. Also ich würde wahrscheinlich crazy. auch am Freitag gehen, einen Tag. Kostet glaube 150 Stutz so den ganzen Tag. Finde ich, für die Konzerte, die du halt überkommst, finde ich, ist easy. Ja, ja. Fahre ich am Morgen an, am Abend heim, gut ist. Ja. Dann habe ich es gesehen. Aber weißt du, wenn man so den Aufbau von den letzten Jahren sieht, ist eigentlich immer recht stetig aufgegangen. Ich habe das Gefühl, es sind immer sicher gute Acts dabei Ja, ja. gewesen. Das ist einfach ein hure Downgrade das Jahr. Ja, aber es ist halt, sie wollen halt wahrscheinlich andere Leute jetzt langsam nicht mit ansprechen, aber ich glaube, es kann schon sein, dass es ein Erfolg wird finanziell. Das könnte ich mir schon vorstellen, weil das sind halt schon Namen, weißt du? Ja, aber Justin Timberlake, sorry. Ja, weißt du, aber wenn das irgendein Random sieht, auf seiner Insta-Ding, wo sich denkt, boah, Justin Timberlake, 50 Cent, oder? Das sind halt Namen, die man kennt. Ja, So, komm, gehen wir schauen. Es wird sicher Leute geben, die sich wegen diesen Tickets kaufen, weißt du? Aber meinst du, dass es mehr werden sein, als wenn jetzt in Travis oder in Curry gekommen wäre? Ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht beurteilen. Ich glaube es nicht. Ich glaube auch nicht, aber es werden andere Leute dort sein, nehme Ja, ich an. stimmt. Weißt? Aber es zerstört doch dann den ganzen Vibe vom Frauenfeld, wenn auch das Wichtigste so die Leute anders sind dort. Ja, aber ich kann es mir nicht erklären, warum sie den Schritt machen, weil ich weiss nicht, Splash Festival, kennt ihr, das ist Ja. in Deutschland. Ja. Die haben jetzt ein Line-Up gedroppt und das sind, also aber das hätte das Frauenfeld-Line-Up können sein, das sind Leute zum Beispiel wie Yeet, ich weiss nicht, ob ihr den kennt, aber sicher auch schon Ja, gehört, du kennst von der Linda halt. Ja. Wer ist noch? Ja, halt Young Fuck und Carsten sind auch. Und halt wirklich auch nur Hip-Hop, die Trap-Hip-Hop-Ding-Acts, weißt du? Wo halt, also ja, am Frauenfeld damals gewesen sind. Ja. Aber eben, die wissen schon, was sie machen, denke ich. Hey Joris, Hoffentlich. ich habe gesagt am Jeffrey, ich gehe ans Gampel. Du? Wann? Einfach Freitag bis Sonntag Sonntag. bis Sonntag. Geil. Geil. Weißt du, was ich gemeint, kommt jetzt? Nichts. Aha. Das wäre auch gewesen. Ja, Aber- pack ich vielleicht noch aus. Habt ihr das mitbekommen vom CEO vom Frauenfeld? Oder vom Chef einfach? Der stellt jetzt auch Ding auf, ein Casino, ein Festival-Casino. Ja, die wollen hure viel machen. Ich habe auch gesehen, dass sie einen Deutsche dort reinstellen. Ach du Scheiße. Ich glaub- Deutsche, das kommt ja ganz gefährlich. Ja, und auch irgendwie so voll. Ich glaube, die wollen so ein richtiges Erlebnisding. Erlebnisding machen, ja. Die können ja Deutsche vor der Bühne machen, dann kannst du anstatt Moshpit Deutsche fahren. Boah, das wäre heftig. Bro, Gute Idee, aber. das wäre heftig. Aber ich weiss nicht, den verstehe ich halt einfach nicht so, wenn man ein Casino macht. Ja, ich weiss nicht. Kollege, du gehst wegen der Zahlt. Musik da hin. Ja. Aber Wegen dem Gamblen, sorry. Ja, jetzt hast du halt, du hast eine Zielgruppe mehr angesprochen, also die Gambler, ich meine jetzt als Frauenfeld. Da uns mit den Boxautomaten. was ich mir halt... Boxautomat. Boxautomaten gibt es auch, das haben sie auch beworben im Fall. aber Wirklich, ich sage ja. ja. Scheiße. Ja, ja. Jetzt braucht man Boxautomat. Für was braucht man Boxautomat, wenn man kann Schatten boxen Frag mal Talons. Ja. Was ich noch wollte Lustig sagen... meine mit Talahons. Was ich noch will sagen, bezüglich wegen dem Freizeit-Ding-Thema, weißt du, wo wir jetzt rüberkommen. Am Rolling Loud Festival, das ist auch ein Hip-Hop-Festival, das kommt aus den USA, aber es gibt immer auch pro Jahr 1-2 Shows, die in Europa sind. Zum Beispiel letztes Jahr war es Wien. Haben sie auch ein ganz riesiges Festival, auch 3-4 Tage. Und die haben damals auch so ein Riesenrad dort kannst du auch Tattoos machen und so zum Beispiel. Also wirklich auch erlebnismässig. Ich glaube, also was ich mir vorstellen kann, die wollen so ein bisschen den Vibe von dem so ein bisschen holen. Könnte ich mir vorstellen. Okay. Ja. Weiss man, was das hier ist? Rolling Loud? In Europa meinst du? Ja, voll. Spreitenbach. Nein, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, aber nächstes Wochenende ist eins in... Ich glaube... Ist eins in Amerika, aber ich weiß nicht genau wo. Vielleicht in Cali. Ja. Okay. Und Cardi performt wieder. Und der Hund droppt sein Album nicht, sorry.
Wann kommt's? Bro, ich weiss es nicht, Mann. Der Pisser soll mal sein Album droppen. Ich kann nicht mehr. Also Silvester hat gesagt, er droppt heute noch. Ja. Bro, es hat ihm... Ich erkläre Das jeden Tag gesagt. du erklärst mir das Doch, ich... Joris, jetzt halt mal den Ball Das hast du flach. schon zusammen Rico. erklärt. Nein. Wir müssen kürzen. Das ist jetzt schon 15 Minuten viel. Ja. Nächste Frage. Nächste Frage. Gut. Wann kommt das Album? Nächste Frage. Von der Alin tatsächlich. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Nein, wir haben nicht gesagt. Es sind 40 Minuten am Aufnehmen, wenn es noch gar nicht gesagt ist. Willst du mal dazu etwas sagen? Wer hinter der Kamera hockt? Alin hockt hinter der Kamera. Alin hockt hinter der Kamera. Hey, kannst du mal schauen, ob eigentlich die Aufnahme dort noch läuft, auf dem Handy vom Joris? Ja, sie läuft noch. Alright. Okay, sehr schön. Super. Alin fragt, was ist euer coolste Erlebnis zusammen gewesen? Boah. Boah. Meinst du es jetzt Gruppe? Ja. Okay. Gute Frage. Wir haben schon viele lustige Sachen Ja. gehabt. So das Erlebnis. Ja, es gibt glaube ich nur eins. Ich glaube auch im Fall. Ja. Ja. Das wird aufs Gleiche rauslaufen, oder? Ich muss gleichzeitig sagen. Wer zählt aber? Alin. Ich mach schon. Alin. Oder ja, gell? 3, 2, 1. Teneriffa. Shit! Ja, nein. Es sind noch Ferien zusammen, Bro. Was gibt's Besseres? Ja. Es war schon eine lustige Woche. Gewesen. Mit dem Ford Ka. Ja, mit dem Podcast. Ist gold für das Auto. Legendär. Mit dem Mercedes A-Klasse. Boah. Ja. Das war geiler gewesen. Wo wir mich erstmal verarschen, dass wir so einen Peugeot 208 und dann steigen wir so in den Mercedes rein. Dort bin ich echt kurz geflasht gewesen. Ja. Ja, ist geil gewesen. Das ist wirklich geil gewesen. Neue Benz. Dann Was der Promoter von den Clubs. Ach du Scheiße. Fancy Drinks, Mike. Alter. Was wäre es jetzt nach Teneriffa? Mallorca. Das 4. Ja, da bin ich nicht dabei gewesen. Mallorca? Bro, hör bitte. Ich kann Mallorca nicht mehr. Ah ja, Napa. Im Sommer. Cyril? Ich bin immer Als abgeklärt. zweites. Wir haben schon vielmals Ja, AC-Konzert. ich weiss. Ja, Und und haben nicht mal so viel zusammen gemacht. wie findest du Bayern Schalke? Eben. Stimmt, Boah, Bayern Schalke. Bayern Schalke ist ja gut gewesen. Oh, das ist geil. Das ist schon noch ein Menschen Nein, gewesen. da halten wir uns... Doch, das ist super Aber sonst, gewesen. oh, wenn wir das, Ja, wenn wir das aber Match du- weglassen, ist gut gewesen. Das ist chillig gewesen, auch noch auf München. Das schärfste Essen. Alter, die Hot Wings, Mann. Oh. Alter. Nein, ich habe das nicht mehr mit den Hot Wings. Wie viele Mal hast du sie aber gehört? Sag's mal. 6 Mal. Sag's mal. Ja, aber du. Amaya Yoshida, sie zurück, also wirklich Das das ist super gewesen. behandelt mich bis jetzt. Ich finde es aber geil, dass das erste Goal einfach Thomas Müller geschossen hat. Das ist so random. Also das ist random, wirklich aber das ist random. typisch. Ja gut, was haben wir noch das 4. alles gemacht? Ja, aber Konzert. Schalke, jetzt sind wir gesehen. Jetzt Ja. mal Schalke schauen. Ja, auf Gelsen ist auch cool gewesen. Ja. Das ist eigentlich Haben wir nicht schon mal etwas in der Schweiz so zusammen gemacht? Sind wir irgendwo mal an? viel. Nicht so. Wir sind Silvester feiern, Ja. Zürich, Ja, letztes Jahr. stimmt. Ja, im Ausgang, ja. Teneriffa-Vlog schauen sind wir bei mir. Ja, stimmt. Dann müssen wir wieder mal schauen. Ja. Ja, wirklich. Wir sind mal noch IB FCZ schauen. Stimmt. Ja, Das war so kalt gewesen dort. es war arschkalt. gewesen. Ja. Da weiss ich, da bin ich mit den Krücken umeinander gelaufen. Stimmt. Oh nein. Was? Was Ich wollte sagen, habe ich dort Celina das erste Mal gesehen, aber das ist ja... Das ist bei ja, das spielt nach der Kilbe gewesen. Ich habe sie, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Das ist gut möglich, ja. Ja, aber schon ist, glaube ich, echt nicht viel. Ist das Ding auch dabei gewesen? Ist auch dabei gewesen. Weiter. Ja, nein, aber ich glaube, das ist... Ja, also Top 1 ist sowieso Ja, Teneriffa. Teneriffa ist schon klar. geil. Aber wenn ihr jetzt würdet sagen, was in Teneriffa? Wenn ihr jetzt müsstet, das Erlebnis in Was Teneriffa. Wo wir uns ausgeschlossen haben. Ah, Bro. Oder die Uhren Geckos, oder wie haben die geheißen? Ja, Geckos. Entweder ist der Wasserpark Ja, der ist klar. Oder Der ist wirklich geil gewesen. unser Mittag mit Dessert. Boah, ist das ja so. Das ist so geil gewesen. Das Die hat uns Mittag dort ist so zugebiegt. goated. Aber der Fußballmatch ist auch cool gewesen. Ja, stimmt. Ja. Die erste Halbzeit, wo wir da vor so zwei Der Deutsche... ganze Match. Ja, aber die erste Halbzeit haben wir richtig auseinandergenommen. Die zweite Halbzeit haben wir nicht mehr so Ja. viel wie die erste Schon, Halbzeit. aber in der zweiten Halbzeit sind Goal geschossen. Ja, das stimmt. Ankerl. Vielleicht schnell damit ihr auch versteht, was wir mit Fußballmatch meinen. Wir sind ein Spiel vom Von CD Teneriffa. CD Teneriffa, genau, das ist der Fußballclub auf Teneriffa. Fancy Sind wir Tag go, eins. sind wir go schauen, haben uns Tickets geholt, sind wir ins Stadion und ist halt zweite spanische Liga. Heisst, Touristen sind ja eigentlich nicht so üblich. Und wir halt dort wie die grössten 4 Bünzlisse drin Es gesetzt. geht, das hat
recht viele Touristen gehabt. Also vor uns zwei vor uns Deutsche, die haben einfach, sich aber nur der Rest totgelacht, die ganze Zeit, wenn wir die ganze Zeit so rumgelähmt haben. Waldo, jetzt Aber komm, ja. Waldo, oh mein Gott, Waldo, oh mein Gott. Da ist der ja. Pablo gekommen mit dem Arztkoffer. Ja, der Pablo Genau. so Legende. Auf jeden Fall waren wir 90 Minuten auf der Tribüne, haben unsere Seele rausgelernt, auf Schweizerdeutsch halt, weil keiner versteht es, oder? Ja, Die Deutschen vor uns haben so das eine verstanden. das eine oder andere haben es verstanden. Und wir haben Time of our lives. Also ich muss das so vorstellen, wir sind so dort geguckt, es hat ein Foul gegen Teneriffa und wir sind alle vier so aufgestanden, so hey! Aber Und die ist- zwei sind so weggeputzt. Nicht so chillig aufgestanden, wir sind aufgekumpelt. Wir Ja, sind so wirklich. schnell in der Luft gewesen, das glaubst du schon nicht. Ja, Das ist schon lustig. das auf jeden Fall. Ich weiss, wie das Auto steht, Schiri. Was ist der lustigste Clip so aus der Film? Fußt. Willst du Fuß ist schon ganz Fußt weit ist goated. oder im Club tanzen, Rico. Boah, Alter, das ist crazy. Das hättest du eigentlich auch können auflisten als peinliche Story. Nein. Ja, So zum Zuschauen ist glaube peinlicher gewesen als so in deiner Situation, glaube ich. Wir lassen es. Ist gut, wir skippen weiter. Weißt du, welchen Clip ich noch Nächste lustig Frage. finde? Weißt du, welchen Clip ich noch lustig finde? Der, wo der Joris filmt am letzten Tag mit, ja, hier sind alle produktiv, wie der Cyril oder der Rico und ich. Und du und einfach der Niklas und der hockt einfach so rum. Ja, ja. Ja, Oder den finde ich dort, auch wo super. er ans Fenster vom Joris klopft. Wieder so, Am ersten Tag. wieder so, Wenn ihr rein wollen, er schaut so dreimal auf und pennt wieder dreimal auf. Ja, so, what the fuck. lass mich schlafen. Hä? Ja gut, ich habe auch eine chillige Schlafposition dort Ja. gehabt. Das ist super, du bist einfach am Sabbern gewesen. Du bist einfach am Sabbern gewesen, nicht auf dem Sofa. Da macht man nichts. Ja, macht man nicht. Ja. Und der Rico weckt mich so, ey Niklas, ich bin hier voll am Erkundigen. Ja, ich bin immer so hure früh wach gewesen. Hat eine das ist crazy. Adventure-Tour gemacht am Morgen. Ja, ich habe das ganze Areal erkundet. Aber können wir mal bitte reden, wie warm es in diesen Zimmern war? Boah. Das war wirklich arschwarm. gewesen. Und wir jetzt das Fenster nicht aufmachen können, weil sonst Geckos reinkommen wären. Ja. Ich habe es trotzdem die ganze Zeit offen gehabt, so wie Ich glaube, Rico. wir auch, oder? Also weiter, nächste Frage. Komm. Nächste Frage. Letzte Frage, oder? Letzte Frage, aber hast du nachher noch etwas? No. Gut. Na. Nur weil du vorhin gesagt hast, du hast noch etwas, ist noch etwas in den Sinn gekommen. Ja, setze dich nicht ab, egal. Okay, gut. Ist eine sehr gute Frage eigentlich für die Joris. Oh, was kommt jetzt? Wie gut sind ihr nach der Fasnachtsweg gewesen? Ihr hat Bock auf Bier! Joris, erläutere mal. Die Frage ist, was ist nach der Fasnacht? Vor der Fasnacht. Nach der Fasnacht ist vor der Fasnacht. Ich würde jetzt das mal auf Güdelmendung beschränken, oder? Auf der Güdelmendung? Mhm. Was ist während der Fasnacht? Ja, Muss man aber schon- nach dem Güdelmendung. Also am Dienstag. Ja, Ja. Montagabend, Dienstag so. Am Dienstagmorgen, wo du aufgewacht Ja, bist. also am Dienstagmorgen ist eigentlich noch gegangen. So, der Dienstag durch den Tag durch ist nicht mehr rasant bergab gegangen. Rasant. Andere Frage. Wo bist du nachher angelaufen, wo wir dir Tschüss gesagt haben am Montagabend? Du darfst dreimal raten. Ins Peach. So klar. Das ist so ist es überhaupt eine Frage? Ja, aber ich bin um 10:30 wieder heim. Ich habe noch ein Bier getrunken, bin nachher heim. Dass sie dir überhaupt noch eins ausgeschenkt haben, ist Ja. krass. Wer hat Bock auf Bier? Bier. Ja. Ja. Also dir ist es einfach nicht so prächtig gegangen. Ja. Wow. Cyril? Mir ist es gut gegangen. Ich war ein bisschen müde am Dienstag, ich musste arbeiten. Aber nein, eigentlich gut. Dir? Bro, ich bin gar nicht an der Fasnacht gewesen, gefühlt. So eine halbe Stunde. Bro, ich bin eine halbe Stunde da gewesen. Ich bin Und auch nur für einen Döner. Ja, wirklich. Ich habe mir das ganze Spektakel schon angeschaut. Dem habe ich heute gesagt. Ja, und dann wir sind 10 Minuten nach euch gegangen. Schon. Schon. Aber wir haben uns wenigstens noch verkleidet. Ja. Ja. Der Jeffrey als Pirat. Was hast du zuerst gesagt? Was? Römer, er sagt Römer. aus wie ein Römer. Und ich als Talahorn. Der Über. Der Römer. Der Ömer. Alter, der Ömer. Schau das gerade raus. 150. Sag ich dazu nur. Gelsenkirchener Taxis. Ja, die sind wild. Ja. Alles scharf. Gut. Wie hast du dich gefühlt? Wo? Allgemein, du bist voll der Fasnächtler gewesen das Jahr. Ja. Wegen? Ja. Du bist gefühlt die letzten... Du bist vom Freitag bis am Montag 3-mal an der Fasnacht gewesen. Ja. Das ist krass eigentlich für mich, gell? Ich, wo sonst nicht so Fasnachtgänger ist. Aber es war lustig. gewesen. Das glaube ich dir. Also Samstag war Samstag es Falschgeld, gewesen, dass die um 3 zugemacht haben. Das war schon am Freitag so. Gewesen. Schon? Ich finde das ein bisschen schade. Ja, Aber aber die haben das Zelt voll gehabt. ja. Wir haben nachher einfach selber lieber angestimmt.
Ja, und nicht rausgeschmissen. Ja. Was für Lieder? An Tagen wie diesen und so Zeug. Nicht schlecht. Ja. Achtung, Copyright. Hey. Also wenn das jemand will sagen, ist das der Rico. Ja. Das ist schlimm. Ja, ich schaue halt einfach, dass wir da nicht in die Scheiße hineinkommen, wenn ich kann. Ja, du hast mich an der Seite. Alles gut. Passiert nichts. Passiert nicht. Ja, gut, Wir regeln Brand das. safe. wenn wir irgendwann mal einen Copyright-Strike bekommen, wenn ich kann. Bin ich schuld? Wenn so Video. Auf Video, auf Sound und 2 Züge. Gell, Joris? Also, ja. Haben wir es mit der Frage? Ja, Gut. schon. Also, ich habe noch eine spontane Idee gehabt. Cyril und Rico Fam. Cyril und Joris. Ja. Ja. Ihren Gegenstand mitgenommen. Meinen Gegenstand mitgenommen. In der Tat. Ich kann doch die TikTok-Videos random Sachen mit in die Schule nehmen. Und das haben wir jetzt einfach hier mal im Podcast machen. Meine ist nicht so random, aber der Zusammenhang ist lustig. Dann holen Pack wir. aus. Dann packe ich ihn jetzt aus. Ich muss ihn zuerst an der Kamera zeigen, weil er ist sehr klein. Aber jetzt müssen wir schauen wegen dem Fokus. Pack ihn aus. Er ist sehr klein und Das falsch. tönt auch wieder richtig falsch. Für die Leute, die nur den Audio-Podcast hören, Joris. Sehr verstörend. Sehr, sehr... So der Reissverschluss-Sound hineinfügen. Aber wie viele haben jetzt gerade von Spotify zum Beispiel auf YouTube gewechselt, um zu schauen, was er da auspackt? Das wäre mal ein spannendes Ding. Ja, wirklich. Ich glaube nicht, dass das fokussiert wird. Nein. Nein! Das ist aber ein guter Gegenstand. Das ist wirklich ein super Gegenstand. Sonst kannst Wir fügen das Bild ein. Okay, ich mache das Bild. Willst du nicht dein Mic mitnehmen? Sorry, ich kann jetzt den Spön zeigen. Ich Spön. kann den Spön dabei. Das Burn. Erzähl, was ist das Burn? Ja. Was ist Jetzt das jetzt umgekehrt? Ja, umgehen wie der Kann Schule. umgehen, Das ist Burn. Das ist der einzige wahre Spön. Was kann Der der? einzige wahre Spön. Nichts, erzähl Geschichte. Also, wir sind mal zu viert in Teneriffa gewesen. Das ist eine neue Information. Das ist eine neue Information tatsächlich. Und in Teneriffa gibt es also so Helmuts, wo du kannst Sachen kaufen. Aber hallo. Und dann sind wir auf dem Heimweg gewesen. Und dann quatscht mich so einer an, so, kauf das Ding jetzt. Und ich so, ja, ich brauche das ja gar nicht. Habe ich ihm den scheiß Spön für 20 Stutz abgekauft. 20 Stutz ist wirklich krass. Jetzt habe ich den, das ist Das super. Burn. Das Spön. Mein Spön. Wer kommt auf die Idee, eine Kette zu machen mit einem scheiß Löffel Das habe dran? ich mich im Fall auch schon gefragt. Und dann verkaufen wir 20 Stutz. Also das ist Marge! Ja, Der hat mich wirklich. abgezogen. Tonks. Ja, kennst du etwas anderes von Helmut? Ich hätte die auf 50 Cent abgebrungen. Ja. 50 Cent sind wir wieder im Thema. Was? Aber Ja, 50 Helmut. Cent. Ja. Ja, no. Ja. Aber ich finde meinen Spön hure geil. Gut, Cyril? Guter Gegenstand. Ich muss zu meinem Gegenstand sagen, ich muss da noch eine Backstory erzählen. Und zwar ist das ein Kunisbergli Riesensalon-Ticket. Okay. Und zwar von 2025. Der Joris und ich werden dann eigentlich an das schöne Skirennen, wo schlussendlich der Marco Odermatt gewonnen hat. In die Fanzone. Sie haben das schöne Ticket, oder das Rennen besser gesagt, verschoben. Ja. Hat uns richtig angeschissen. Wir sind glaube ich. schlussendlich nicht auf Adelboden. Haben das Hotel nicht mehr können, stornieren, weil natürlich, wir sind broke, also nehmen wir das ohne Stornierungsmöglichkeit. Und ja, schlussendlich hatten wir dann für das Ticket hatten wir können als Slalom schauen. Das hat uns angeschissen, weil ja, ist halt Slalom. Ja. Und ja, das Beste ist, wir hätten noch da ein bisschen Geld zurückverlangen. 10 Stutz. Habe ich aber nicht gemacht, weil es wieder angeschissen Aber ja, Kurz gesagt, mit 150 Stutz ins Sand gesetzt. wenn nicht sogar mehr. Aber ja, aber Cooles Erlebnis. Das ist ein cooles Erlebnis, ja. Das wir gehen nächstes Jahr. Das wird daheim so aufgehängt und eingerahmt. Es hängt bei mir im Fall immer noch so, wie ich es im Dezember aufgehängt habe. Ich habe es jetzt heute auch dort abgenommen, wo ich es am Dezember aufgehängt habe. Alter. Aber ja, so viel zu dem. Das zeigt einfach meine Faulheit, dass ich nicht mal für die 10 Stutz da zurückhole. Oh, ja, nicht. Crazy. Ja, Mike. Ja, ich kenne mich aus mit Tickets und Frag mal Cardi. Frag mal Cardi. Bro, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Ich wäre mit dem Janik, mit meinem Bruder, wäre ich auf Paris geflogen. Das hast du mir erzählt. Ja. Berliner wäre auf Köln. Aber, weil Mit meinem Vater. das ist... An das Cardi-Konzert. Ach du Scheiße. Okay. Nein, es hat... Wann ist das? 2023 ist das gewesen? Hat er
eine Tour angekündigt, eine Welttour, oder? Auch in Europa, und die war halt in Zürich gewesen. Ich so, fuck, oder, was mache ich jetzt? Weil ich muss nicht hin. Das war nicht nur Cardi, es war auch Ken Lone, Homicide, also die ganze Opium-Gruppe. Das ist ja sein Label. Ist der gewesen. Und ich so, eben, Flug gebucht, Hotel, Ticket gekauft. 2-3 Monate später, oder einen Monat bevor das Konzert wäre, storniert, alles abgesagt, geil. Ich konnte nicht können stornieren. Gar nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Lust mehr gehabt, dass ich den Job habe. Ja. Ich habe am Ich habe das Gefühl, die Ja. Rapper sind alle so Scammer, habe ich das Gefühl. Ja. Der Großteil, ja. Leider. Und mit Konzertabsagen kennen wir uns auch, Cyril. ja, da kennen wir uns wirklich aus. Ja. Willst du erzählen? Ja, erzähl mal etwas. Ich? Ja, Okay. Ja, wir hatten mal Metallica schon im 22 gesehen. Dort noch Corona-Zeit. Ich glaube, es ist etwa am Abend vorher oder sogar am Morgen früh. Sind, haben wir es Haben herausgefunden. wir herausgefunden, dass jemand von der Band, aber nicht Vom Staff. vom Staff, genau, hat dann leider Corona bekommen und hat müssen abgesagt werden. Boah. Und wir sind eigentlich mehr oder weniger wegen Metallica dort hin. Und ja, aber to be fair, wir haben dann 50 Franken glaub, zurückbekommen. Ja, voll. Also Immerhin. wir haben dann glaube ich noch wieder 60 Franken gezahlt. Oder Das so. ganze Ticket hat nachher noch 70 Franken gekostet und wir haben gleich noch 5 Bands gesehen mit Illuviati, Fever 333, Sabaton und Five Finger. Ja gut, dann ist Für scheiße, aber ist für okay. 70 Stutz ist es geschenkt. Ja, 5 Konzerte. Das läuft schon. Nice. Gut. Ja, gut. Ja, Ja, Niklas. Ja, Niklas? Ja, Niklas. wenn wir zur Empfehlung von der Woche kommen. Wir machen mal wieder eine Empfehlung von der Woche. Boah, ich Können wir muss das machen. Ihr habt eine vorbereitet, gell? Hey, richtig vorbildlich. Ich habe eine vorbereitet. Boah. Sollst du mal anfangen, dass ich Fang noch an, ein komm, bisschen Silvio, Überlegungszeit komm habe? Ja. So, die Woche war ja richtig schön gewesen, vom Wetter her. Und ich tue beim Arbeiten immer Musik hören. Das ist viel gemütlicher jetzt so. Und dann hat mir Spotify Shuffle richtig geile House Music aufgespielt. Und für den Sommer House Music bei gutem Wetter, es gibt nichts Besseres, probieren es aus. Okay, Gut. gut. Machen wir mal. Jetzt kommt mir auch etwas in den Sinn. Gut, sag. Thema gutes Wetter. Wie das ihr gesagt hat, das war richtig geiles Wetter in den letzten Tagen. Und am Montag habe ich immer Schule und am Abend muss ich ins Advanced, in den Kurs. Und dann habe ich immer so 1,5 Stunden Zeit, also Freizeit halt, oder? Und 1,5 Stunden, das willst du da gross machen. Wenn ich an mein Zeug ins Auto da, bin an den See in Lachen gelaufen, bin einfach da auf ein Bänkchen gehockt und habe einfach in den See rausgeschaut und das Wetter genossen. Boah, das tut schon. Richtig Rentner-Activities, aber ich habe das so gefühlt. Das stelle ich mir Und aber so ein wirklich bisschen geil Musik hören und einfach so ein bisschen einfach chillen. Und einfach mal die Fresse halten. Und einfach mal so... Einfach nichts machen, nichts Genau. denken. Was hast du gelost? Ja, Bro, meine Playlist halt. Jesus und so. Jesus, what the fuck? Jesus kommt als Gampel. Ich weiss, so Ja. gegangen. Oder ein Grund mehr, warum ich kann. Ja. Nein, ich habe meine Chill-Playlist gehört. Wo chillige Songs drin sind. Das ist ein guter Wetter, auf eine gute Idee gebrungen. Raus. Es wird jetzt immer wieder sonniger und es ist aber wie noch Winter und da vergisst man schnell mal etwas. Die Sonnencreme. Joris und Sonnencreme, die beste Kombination, die ich kenne. Joris und allgemein Ja. Fischcreme. Frag mal das Rammstein-Konzert in Dublin. Frag mal Gampel. Meine Flipflops. Deine Flipflops, die haben sich in deine Haut brennt. Ja. Oh Mann. Ja. Niklas, Empfehlung von der Woche. Schlaf. Schlaf. Seit eben 2 Stunden Schlaf. Ja, Schlaf. Der Toni. Boah, gut, ja. Gute Kombi, Schlaf und der Toni. Nein, schwierig im Fall. Schon echt Ich schwierig. empfehle euch auch noch den Podcast. Sehr gute Empfehlung. Danke. Schon, gell? Ja. Danke. Stehe ich hinter dir. Und Käse natürlich. Hätte jetzt müssen kommen. Bro, Käse. Ich habe mich heute schon als der Käse-Dude vorgestellt. Hey, aber wirklich, Käse ist gut. Ich Käse ist wirklich gut, ja. Käse ist wirklich gut. So ein Cordon Bleu. Fleisch und Käse, beste Kombi. So Schnitzel. Schnitzel. Mit Käse drin. Mit Käse überbacken. Crazy. So Schnitzel wäre jetzt schon geil. Gehen wir auch noch weg. Ich weiß schon dabei. Niklas ist immer die Hände Oh weg. Gott. Gehen wir. Ich habe heute nichts nachgehabt. Easy, gehen wir.
Vamos. Willst du mal hin? Also gut, dann gehen wir halt. Ich habe eine gute Empfehlung. Ja. Apropos Mac. Es gibt nichts Besseres, Nein, so sonst nicht. spät gut, im Mac das zu gehen und einfach deep zu talken im Mac. Ich habe das Gefühl, da kommen immer die besten Gespräche. Die komischen Gespräche. Ja, aber... Nein, die komischen Gespräche kommen im Freiraum. Ja. Ich habe jetzt gemeint, du kommst mit Frag mal dem, Liv. mit dem McFlurry-Pommes-Ding. Nein, nicht wegen Das dem. ist absolut. Das ist geil. Nein. Wenn das jemals in der Empfehlung wirklich auf Ernst kommt, dann schalte ich den Podcast ab. Ja, dann Alter. deabonniere Ich tue mal eine Abstimmung machen. Ich mache eine Abstimmung, wer das fühlt. Kinder los, das Wer kannst das fühlt. Ist kein mir Bier verkaufen. Ist mir scheißegal, ich stehe dazu. Ich stehe wenigstens dazu. Ja, Was meinst du zu dieser Kombi? Ich bin ehrlich, ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich stelle es mir nicht geil Das vor. ist Bier. absolut räudig. Alin, was sagst du dazu? Ich sage nichts dazu. Okay. Sag ich scheiße. Hey. Ja, das ist In diesem Sinne. Du kommst einen Göffel über. In diesem Sinne. Ja, in diesem Sinne, Danke, Jungs, dass wir hier sein können. ja, danke, dass ihr gekommen Danke sind. für die habt Einladung. ihr noch ein Abschlusswort? Gell? Immer schön Schweizerdeutsch hören. Sehr gutes Abschlusswort. Schauen. Ja, jetzt Schauen, genau. hören, laufen. Genau. Und geniessen den Sonntag. Genießen wir den Sonntag. Genießen den Sonntag. Ja, in diesem Sinne. In diesem Sinne. Das war unsere Folge gewesen mit unseren Gästen, dem Joris und dem Cyril. Danke, dass ihr sich angeschaut habt. Danke, dass ihr es gelassen habt. Und ja. Ja, willst du noch Danke sagen? Was? Ja, willst du noch Danke sagen? Danke. Oh, ich bin nur dankbar. Stell dir mal vor, keiner wird das hören. Wir würden es wahrscheinlich gleich machen, aber es ist doch viel cooler, wenn es die Leute hören. Ich drücke hier nur meine Dankbarkeit aus für die sich den Scheiß immer reinziehen. Weil die heutige Folge war wahrscheinlich so ein Durcheinander gewesen, wenn das wirklich jemand bis da angelassen hat. Wirklich. Respekt. Kuss. Respekt. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, ich bin der Rico und neben dir sitzt wie immer. Der Niklas. In diesem Sinne. In Ciao, diesem ciao. Sinne, macht's gut.